Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 17. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe von Werder Bremen. Und ihr seht natürlich direkt, wir sind nicht bei uns im Studio, sondern wir sind an einer anderen Location. Ja, wir sind hier im Gaffel am Dom. Den Dom seht ihr da. Das Gaffel gibt es unten gleich. Ne? Und ja, warum? Ist doch klar, oder? Ja, natürlich. Es ist englische Woche und wir haben ganz wenig Zeit. Wir haben gegen Leverkusen gespielt am Wochenende. Heute Abend, und da gehen wir gleich auch runter und werden das anschauen, spielt der FC in Frankfurt und wir brauchen die Aktualität, das sagen wir ja immer wieder, in unserer PK, das Ergebnis vom letzten Spiel vor dem Heimspiel. Und deswegen müssen wir heute hier so ein bisschen improvisieren. Aber mit dem Dom im Hintergrund kann das doch eigentlich nur ein Träumchen werden. Ich würde auch sagen, und wir müssen noch mal ein Spiel weiter zurückgucken, denn ehrlicherweise Leverkusen, was haben wir da im Stadion gefeiert? Das war absolut großartig und ich möchte uns nicht selber loben, aber ich glaube, ich spinne. Ja, ja, super Teamleistung. Wir waren echt euphorisiert und wir sind auch jetzt mega heiß auf das Spiel gegen Frankfurt. Und das gucken wir uns jetzt an und wir melden uns dann in der Halbzeit wieder. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir immer noch so guter Dinge sind. Ich wette, dass es so sein wird. Bis gleich. Von der körperlichen Statur her ein bisschen was einstecken muss. Darf doch nicht wahr sein. Da sind wir wieder. Leider Gottes ist die erste Hälfte nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns gedacht haben, aber wir sind noch nicht aus dem Spiel. Und wir haben uns für die zweite Halbzeit jetzt extra einen Glücksbringer geholt. Ihr seht ihn natürlich schon längst im Bild. Das ist der Jürgen Rothers, unser ehemaliger Bürgermeister von Kölle. Jürgen, was müssen wir anders machen in der zweiten Halbzeit? Also im Prinzip läuft das Spiel schon ganz gut. Die Verteidigung müsste ein bisschen aggressiver sein, ne? Gerade bei den Standards. Aber ansonsten waren auch gute Chancen dabei. Und man sieht, unser FC spielt wieder auf einem durchaus akzeptablen Niveau. Ja, das sehen wir ganz genauso. Die Truppe macht nach wie vor einen eingeschworenen Eindruck, auch wenn wir leider früh in Rückstand geraten sind, schon nach 5 Minuten, war ein bisschen unglücklich nach der Ecke. Wir haben gesagt, wir müssen einfach aufs Tor schießen. Ne? Das ist, glaube ich, der dritte Torhüter, den die da haben. Ne? Also einfach draufhalten. Der Hector hat das richtig gemacht, der Jonas. Und so machen wir das jetzt weiter. Ja, ich hoffe sehr, dass es so weitergeht und dass sie vielleicht noch einen Punkt mit nach Hause nehmen und dann, wenn es gegen Bremen geht, alle Chancen haben, nochmal 3 Punkte einzufahren. Und das wäre dann ein gutes Ergebnis für dieses Jahr. Jetzt halten wir den Daumen, dass wir noch ein Tor schießen oder 2. Das kann auch nicht schaden. Ne? Und ich glaube an den FC. Okay, typisch Politiker, guckt schon wieder über den Tellerrand hinaus. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die zweite Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt und hoffen wirklich, dass wir hier mindestens den einen Punkt holen und Düsseldorf damit überholen und die Abstiegsränge verlassen. Und wir haben übrigens hier auch noch Freunde gefunden aus England, Stoke City Fans. What's your tip for the second half? Well, I'm hoping that you're going to at least score 2 more goals so we can all celebrate. And you? I'll feed the same pet. Bye bye, wir sehen uns nach Spielschluss. Als Frankfurter würde ich jetzt sagen, wir kämpfen um den Ausgleich.
Das ist unfassbar. Wer hätte das gedacht? Außer alle, die sagen, ich glaube, ich spinne. Mega geil, was für ein unfassbares Team. Zweite Halbzeit, alles gegeben. Völlig verdient das Ding nach Hause gefahren. Der Kürbis kann ruhig abräumen, ist überhaupt kein Problem. Hör mal, wir haben das Ding gewonnen in Frankfurt. Jawohl! Und du hast es vorausgesagt. Ich habe es gewünscht. Ne? Aber nachdem ich gesehen habe, wie die Mannschaft in der ersten Halbzeit auch sich aufgebäumt hat nach den 2-0, da habe ich gedacht, sie hat die Kraft, das zu schaffen. Und das ist das, was unseren FC jetzt auszeichnet. Kampfkraft, ranbleiben und ja, den Siegeswillen zu haben. Das war heute super, super, super. Der Mann hat Ahnung von Fußball. Und der treuen Fans wegen. Was? Die treuen Fans, die sind wichtig für den FC. Ja. Wir gehen auch mit denen in die dritte Liga, aber wir bleiben der Ersten. Im Gegensatz zu Fortuna Düsseldorf, oder? Ja, wir wollen die jetzt nicht so ärgern. Ja, Leute, was für ein unglaublicher Verlauf an diesem Tag. 0:2 zurückgelegen. Ehrlich gesagt, die Stimmung war ziemlich down, kurz vor der Halbzeit. Aber was dann hier abgegangen ist, heute hier in Gaffel am Dom, ganz ehrlich, das ist sensationell. Ein unvergesslicher Tag jetzt schon. Und ich beneide alle, die in Frankfurt live dabei waren. Jungs, Grüße, kommt alle gut nach Hause und wir feiern hier mega unseren FC heute noch. Ich muss auch sagen, ich beneide mich selber für diesen Abend hier. Das war ein absolut großartiger Am Samstag ist weiter. Ja. Ja, haben wir auch ein Motto für nächstes Spiel? Es geht ja immer um Bremen. Wir gehen baden. Es ist ja die Bremen-PK, das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen, wir haben ein Motto. Ja, meine Güte. Jetzt sind wir wieder hier so ein bisschen in der Ruhe, ne, bei uns selber. Aber was für ein unfassbarer Abend. Wer hätte das für möglich gehalten? Ja, Leute, 4:2 nach 0:2. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern und ich gehe lang genug zum FC, dass es das schon mal gegeben hat, schon überhaupt auswärts. Es gab mal ein 3:2 in Bochum, kann ich mich dran erinnern, mit Pivaljewitsch. Aber 4:2 gewonnen ist einfach sowas von sensationell. Und ey, also der Abend war ein Träumchen. Man kann es nicht beschreiben. Man kann es nicht beschreiben. Wir wollen aber nach vorne gucken, denn wir haben jetzt Bremen vor der Brust. Ja. Und wir haben jetzt, ehrlich gesagt, schon mehr Punkte aus dieser englischen Woche geholt, als wir uns je zu träumen gewagt hätten. Ja. Was spricht dagegen, dass man noch ein bisschen... Ein Team, ein Traum, das ist unser Motto gegen Bremen. Ja. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, Leute, Mittwochabend, wir werden heute super schlafen. Wir sehen uns alle am Samstag und gegen Bremen sind mit Sicherheit nochmal 3 Punkte drin. Dann haben wir 17 Punkte am Ende der Hinrunde. Und ja, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen eigentlich. Oder? Meister wird man so nicht, aber na, das war vielleicht auch nicht gerade das Ziel. Macht's gut, Leute.